Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni. Gelsenkirchen, srednje veliko nemško mesto, sredi nekdanjega mračnega industrijskega porurskega bazena. Vse veste, premog, še enkrat premog in pa jeklo. Tako je veljalo nekoč, ko je prav za to mesto postalo tudi eno od središč priseljevanja. Danes je skoraj petina Gelsenkirchenčanov tujcev. Tudi naša sogovornica je odraščala v bloku, v katerem ni živel niti en sam Nemec. Gelsenkirchen, čeprav tam že dolgo ne živi več in pa albansko poreklo, zaznamujeta pisanje Enis Mači, mlade pisateljice, predvsem pa v zadnjih letih dramatičarke. Ob letošnjem festivalu Fabula dobivamo tudi slovenski prevod njenih esejev z naslovom Eiskafe Evropa, v katerih v fragmentarnem slogu in pa skozi avtobiografsko prizmo razmišlja o našem času. In čeprav tema revolta ni neposredno nagovorjena, naj bi si skozi besedila mogli ustvariti neko predstavo o tem, kako bi bil upor videti danes, predvsem v predstavi mlajše generacije. Enis Mači, ich grüße Sie. Ist eigentlich Revolte in diesem Moment nötig? Ja, also ich denke schon. Obwohl mir natürlich auch schwer fällt, einen Moment zu imaginieren, in der sie nicht nötig wäre. Aber spricht eigentlich die Sammlung von Essays Eiskafe Europa das Thema Aufstand und Revolte an? Ja, das ist eine gute Frage. Also das Schlagwort, was da letzten Endes gewählt wurde, war ja eher der Widerstand, und ich konnte mich zumindest, was die Beschreibung meiner eigenen Texte angeht, damit ein bisschen besser anfreunden, weil das eben nicht nur den aggressiven und auch notwendigen Aspekt des Protestierens eigentlich mit beinhaltet, sondern auch eine fast physikalische Komponente, also der Widerstand eines elektrischen Leiters vielleicht, oder der Widerstand eines Stoffes, der ein bisschen nachgibt, Fragen der Flexibilität und der Durchlässigkeit, und genau, in dem Moment wird sozusagen dann werden genuin politische Fragestellungen eigentlich offen, auch für Dinge, die darüber hinausgehen, und umgekehrt werden Aspekte, die eigentlich gar nicht offensichtlich politisch erscheinen, zu elektrischen Leitern für politisches Gewalt. Sie haben eigentlich dieses Buch schon vor ein paar Jahren veröffentlicht. Damals hatten wir noch keine Ahnung davon, was uns so im Jahre 2020 befallen würde. Würden Sie jetzt das Buch ein bisschen anders konzipieren, oder verstehen Sie den Begriff politischer Aufstand oder politisches Engagement anders als damals? Ja, also es gibt ja beim Schreiben sowieso das Problem, dass man eigentlich ab dem Moment, ab dem man es abgegeben hat, beginnt, sich zu schämen. Und das finde ich eigentlich auch gut. Also ich glaube, das ist eigentlich ein gesundes Gefühl, weil es irgendwie den Zweifel, der ja dem Akt selbst schon innewohnt, sozusagen zu entscheiden, was schreibe ich auf und eben auch, was schreibe ich nicht auf. Also die Entscheidung für einen Ausschnitt, den man betrachtet oder nicht betrachtet in der Welt, diesen Zweifel, der dem immer innewohnt, da wird ja hier sozusagen transparent gemacht in dem Moment, in dem man sich schämt. Das ist so das eine, und das andere ist auf jeden Fall, weiß man hinterher sozusagen immer mehr, ein bisschen hat sich das auch in der Arbeit schon angedeutet, weil beispielsweise der Text über die Identitären eigentlich schon in dem Moment, in dem das Buch lektoriert wurde, begann veraltet zu werden. Und es das dann eigentlich auch Fragen über das Medium des Buches überhaupt aufgeworfen hat. Also man lässt sich sozusagen ein auf eine Form, die immer einen bestimmten Endpunkt markiert, nämlich den Endpunkt des Drucks und der Veröffentlichung. Und man weiß ja genau, dass die Welt weitergeht. Also dass man hier nur so einen Ausschnitt einfängt.
Naja, und ich schreibe ja sonst eigentlich eher fürs Theater und da ist es zumindest in Deutschland eher selten, dass die Texte veröffentlicht werden. Das heißt, die existieren in so einer PDF-Form eigentlich, wie so eine Sporenform beim Bakterium und erwachen dann jedes Mal aufs Neue zum Leben in dem Moment, in dem sie gespielt werden. Das heißt, schon überhaupt der Vorgang ist, in einem Buch zu tun und mich auf diese Möglichkeit, dass es total veraltet sein könnte und dass ich es nicht mehr ändern kann, einzulassen, war natürlich sehr aufregend. Aber irgendwie hat mir das trotzdem gut gefallen, weil ich eben denke, auch die Bücher, die man sonst selbst gerne liest aus Leserinnenperspektive, sind ja nur Ausschnitte, sind ja nur Momentaufnahmen und bieten die Möglichkeit, zurückzugehen an einen Punkt, an dem man eben so oder so gedacht hat oder an dem man das Gefühl hat, die Wirklichkeit zwingt mich jetzt, zu diesem oder jenem Schluss zu kommen. Und natürlich, ohne jetzt ein sehr konkretes Beispiel zu haben, bin ich mir sicher, dass ich heute vielleicht an mancher Stelle zu anderen Schlüssen kommen würde, aber an anderer Stelle auch nicht. Aber wenn wir diese Hypothese annehmen, dass vielleicht das Buch, wenn es veröffentlicht wird, schon ein bisschen veraltet ist, finden Sie es manchmal schwierig, über Ihre Werke zu sprechen, die schon ein paar Jahre alt sind? Naja, man kehrt zurück, vielleicht wie ein Archäologe. Und das finde ich eigentlich in Ordnung, weil ja schon das Verfahren zumindest jetzt in diesem Buch irgendwie auch ein archäologisches gewesen ist. Also da ist es ja auch darum gegangen, nicht unbedingt im journalistischen Sinne Geheimnisse auszugraben. Ganz im Gegenteil, ich hänge ja an den Geheimnissen. Es ging vielmehr darum, Dinge, die eigentlich an der Oberfläche da liegen, sozusagen neu zu betrachten und da möglicherweise ein bisschen den Staub abzupinseln. Und deswegen, wenn sozusagen schon das Schreiben archäologisch ist, dann ist der Rückblick darauf gar nicht mal so schlimm. Mhm. Naja, diese Sammlung von Essays heißt Café Europa. Wir werden in ein paar Wochen in der Lage, das auch auf Slowenisch zu lesen. Naja, Eiscafé Europa, das war oder ist noch weiter vielleicht ein Lokal in Gelsenkirchen, ist aber auch, steht aber Name auch symbolisch für etwas anderes. Warum haben Sie sich für diesen Titel entschlossen? Ja, ist ganz interessant. In dem Moment, in dem ich das Buch lektoriert habe, bin ich meine Eltern besuchen gefahren und habe festgestellt, dass das Eiscafé Europa zugemacht hatte. Während des Jahres, in dem ich das geschrieben habe. Also das war eigentlich auf eine beunruhigende Art und Weise ein bisschen magisch, kann man sagen. Ja, also es fällt mir jetzt schwer zu beantworten, weil natürlich sind da auch irgendwie symbolische Gehälter in dem Wort enthalten und trotzdem habe ich das als Titel ausgewählt, weil der Ort mir eben so gut gefallen hat und weil er eben so ein Ort gewesen ist, obwohl ich ihn gar nicht mal so genau beschreibe, der in jeder bombardierten und wieder aufgebauten mittelgroßen westdeutschen Stadt enthalten ist, in der es nichts anderes gibt, wo man einen Kaffee trinken könnte oder so. Genau. Mhm. Naja, seit Jahren wohnen Sie nicht mehr in Gelsenkirchen. Sie haben auch in Leipzig und London studiert. Jetzt wohnen Sie, wie Sie mir gesagt haben, in Berlin. Aber hat Sie irgendwie das Leben in Gelsenkirchen geprägt? Ich meine, das Leben in jenem Stadt, in dem es so einen ziemlich hohen Grad von Migranten gibt und das eine ehemalige so Industriestadt ist. Naja, ist Gelsenkirchen noch weiter irgendwie eine Inspiration für Ihr Schreiben? Ja, ich fürchte, das bleibt nicht aus. Man kommt ja so ein bisschen vielleicht oder anders. Also Schreiben ist ja vielleicht eben auch der Versuch, das Problem zu behandeln, dass man irgendwie nicht rauskommt aus seiner Haut und dann eben doch und möglicherweise schafft man es und dann wächst die nächste nach. Also es ist so ein bisschen das Schlangen- oder das Exoskelettproblem. Und
Ja, also es ist ja oft so, dass man sozusagen, während man aufwächst, den Ort, an dem man aufwächst, für den allgemeingültigen hält und dann an andere Orte geht und feststellt, dass das möglicherweise, was man da erlebt hat, doch sehr spezifisch und sehr konkret ortsgebunden gewesen ist. Und genau, für mich, ich habe diese Erfahrung gehabt, als ich dann nach Leipzig gezogen bin zum Studieren, wo es eben sehr anders war. Und das aber gleichzeitig natürlich auch ein Ort ist, der mich sehr geprägt hat, sozusagen der Ort, an dem man vielleicht erwachsen wird. Und in seiner Gegenüberstellung sozusagen einer westdeutschen und einer ostdeutschen Stadt mit sehr spezifischen Geschichten und so weiter und so fort, konnte es sich eben doch ergeben, dass halt ich weiß nicht, ein alter Mann, der vor dem Karstadt in Leipzig steht, der mal eine sozialistische Kaufhalle gewesen ist und vorher noch irgendwie ein herrschaftliches Kaufhaus in Familienbesitz, dass der mich mit seinem gebügelten Khaki-Hemd und seiner Hornbrille und so weiter möglicherweise eher an meinen Großvater in Albanien erinnert, als an andere alte deutsche Männer, die ich vielleicht aus Gelsenkirchen kenne. Also das sind jetzt sehr freie Beispiele, die ich hier gebe, ja. Naja, Sie haben gerade Ihren albanischen Großvater erwähnt. Naja, Albanien und naja, Sie sind albanischer Abstammung, sozusagen Ihre Eltern sind aus Albanien nach Deutschland umgezogen. Bleibt Albanien ebenfalls sozusagen eine unerschöpfliche Quelle von den Motiven und Ideen für Ihre Texte? Vielleicht muss ich sozusagen eher vom Buch selbst her antworten, weil sozusagen eine Überlegung in diesem Buch gewesen ist, eigentlich über die Verfertigung der Standpunkte sozusagen durch der politischen oder der ästhetischen, wie auch immer, Standpunkte durch mich selbst hindurch nachzudenken. Also sozusagen die Herstellung der Wirklichkeit betrachtet aus meinen Augen. Und meine Augen sind hier natürlich die Augen, die Gelsenkirchen gesehen haben oder Albanien gesehen haben oder Leipzig gesehen haben. Und selbstverständlich, oder mir kommt es zumindest selbstverständlich vor, dass man auch an Orten, von denen man das Gefühl hat, die gehören zu einem, dass man selbst von ihnen nicht unbedingt sagen kann, dass sie einem gehören. Und es selbstverständlich klar ist, dass ich in Albanien natürlich eine Touristin bin und in Leipzig natürlich eine Zugezogene bin und aus Gelsenkirchen selbstverständlich komme und doch keinen Großvater habe, der in einer Zeche gearbeitet hat oder so. Also es gibt immer sozusagen absolute Zugänge und absolute Schranken zu betrachten oder zu überwinden. Und eigentlich, welche Beziehung hat Ihre Familie, vor allem Ihre Eltern, zu der Bundesrepublik Deutschland? Wir können auch in einem von Essays lesen, dass Ihre Mutter sie lobt und rühmt die gesetzlichen Krankenversicherungen, unkorrumpierbaren Behörden, die verlässliche Wasserversorgung des Landes. Ja, welche ist ja eigentlich die Beziehung Ihrer Familie zu der Bundesrepublik Deutschland? Also ich glaube, ich habe alles, was ich sozusagen über meine Familie sagen kann, eigentlich schon gesagt in diesem Buch. Und ich kann, glaube ich, darüber hinaus gar nichts erzählen. Das hieße jetzt das Projekt sabotieren, glaube ich. Okay, ja, Sie kommen ja aus Gelsenkirchen. Das ist eine Stadt, in der so ungefähr 1/5 von der Bevölkerung sind eigentlich Menschen mit Migrationshintergrund. Und der 21. Jahrhundert ist ja ebenfalls so ein Jahrhundert des Aufstiegs der neuen Rechte in Deutschland. Sie nennen sie eigentlich neue Rechte. Warum? Ich beziehe mich da auf einen wissenschaftlichen Aufsatz von Chayton Bett, der eben schildert, dass eigentlich der Aufstieg der klassischen neuen Rechten
in den 60er Jahren stattgefunden hat. Also diejenigen vom Fall des Faschismus im Wesentlichen enttäuschten intellektuellen Journalisten und so weiter und so fort, die durchaus Verbindungen ins absolut militante Milieu haben. Also sowas wie Wehrsportgruppen oder so, die es ja damals gegeben hat und noch heute gibt. Die bilden für Bad sozusagen das Reservoir der neuen Rechten, und diejenigen Leute, die uns eben im beginnenden 21. Jahrhundert begegnen, sind eigentlich schon die zweite oder dritte Generation, die auf einer gemeinsamen ideologischen Grundlage aufbaut, aber eben andere Methoden verwendet. Und das macht sie sozusagen zu neuen Rechten. Und eigentlich unter diesem Begriff verstehen Sie, und ja, versteht auch die identitäre Bewegung, das ist eine neue Bewegung, okay, jetzt nicht mehr so sehr neu, aber wie erklären Sie sich diesen Aufstieg der identitären Bewegung? Das sind ja eher junge Menschen, die sich für rechte Ideen einsetzen und die sehnen sich von einem Europa, die durch Adjektive wie weiß, heterosexuell, völkisch, männlich, christlich beschrieben werden kann. Naja, wie erklären Sie sich aus Ihren Erfahrungen den Aufstieg dieser Bewegung? Ja, das ist zum Beispiel ein Beispiel für eine Sache, die ich heute vielleicht anders befragen würde. Möglicherweise aber eben erst durch die Erfahrung dessen, diesen Text geschrieben zu haben und sozusagen in dieses Rabbit Hole des Schwachsinns, muss man eben auch sagen, hinabgestiegen zu sein. Also das ist ja der erste Punkt, dass die Auseinandersetzung mit diesen rechtsradikalen Protagonisten zwar erschreckend gewesen ist oder möglicherweise auch erhellend gewesen ist, aber gleichzeitig der Schwachsinn, die Banalität des Ganzen halt wirklich auch immer mitschwimmt. Also man hat sozusagen dieses Problem, dass man sich beschäftigt mit etwas, was sehr gefährlich, aber auch sehr dumm ist sozusagen. Und als ich den Essay geschrieben habe, habe ich mich vor allem dafür interessiert, wie die das machen. Also wie sozusagen die Verschleierungstaktiken funktionieren, und so funktionierte ja der Aufstieg dieser Gruppe zumindest, dass sozusagen eine sehr konservative, rechte, aber nicht militante und nicht faschistoide Bewegung behauptet wird, die eben für traditionelle Werte steht, für die Familie, für klassische Geschlechterrollen, für ein christliches Europa. Und wie sozusagen aber in diesen Botschaften immer zwei Botschaften enthalten sind. Einmal eine für die bürgerliche Presse, damit sie sozusagen wohlwollend berichten möge, und dann eine für die eingefleischten Fans, wo sich sozusagen die Forderung nach dem christlichen Europa eigentlich entpuppt als Forderung nach einem weißen Europa, oder die Forderung nach traditionellen Geschlechterbilden eigentlich nach einer Forderung für die nach der Unterdrückung der Frau oder ähnliches. Und während der Recherche ist mir eben aufgefallen, dass das eigentlich alles ziemlich nah an der Oberfläche lag. Also dass sozusagen rechtsradikale Symbolik oder explizit positive Bezüge auf den historischen Faschismus, meistens den italienischen, aber nicht nur, eigentlich die ganze Zeit in den Bildern teilweise auf Instagram enthalten gewesen sind. Und dann ging es eben schon sozusagen auch ein bisschen darum, dass dann meine Annahme eigentlich gewesen ist, okay, man hat das nicht so genau wissen wollen. Also der Nachrichtenwert von einer konservativen Jugendbewegung, die keine Nazis sind im Idealfall, war so hoch, dass es dann eben Berichterstattung in der bürgerlichen Presse gab, dass es große Interviews beispielsweise im Spiegel gegeben hat, wo die Protagonisten dieser Bewegung gezeigt werden mit denjenigen Bildern, die sie selbst von sich hergestellt haben. Also auf eine gewisse Art findet da überhaupt kein investigativer Vorgang statt. Und bei mir findet ja auch kein investigativer Vorgang statt. Aber ich bin ja auch keine Journalistin. Also ich habe sozusagen von Anfang an eigentlich gar nicht unter dieser Prämisse operiert und war eben umso erschütterter, dass man ja gar nicht wirklich nachforschen muss, um was draus zu finden.
Also das war so ein bisschen die Ausgangssituation beim Schreiben des Textes und dann habe ich mich eben dafür entschieden, vor allen Dingen offen zu legen, was denn jetzt eigentlich diese geheimen Bilder sind, die eben nicht zu geheim sind oder inwieweit sozusagen die militante rechtsradikale Ideologie verpackt ist in so einer Instagram-Influencer-Ästhetik. Heute würde ich mich aber, glaube ich, und das liegt nicht daran, dass ich das für wichtiger halte, sondern eher, dass das jetzt meine zweite Frage ist, die noch nicht beantwortet ist, eher für diesen Vorgang interessieren, wie sich das weiter verbreitet. Also wie sozusagen innerhalb der bürgerlichen Presse das wie ein Stein, den man ins Wasser schmeißt, die Kreise immer größer werden, bis eben irgendwann so viel andere Recherche stattgefunden hat, also zum Beispiel durch irgendwelche antifaschistischen Gruppen, die Materialien der identitären Ligen und so weiter, dass es dann kippt und dann gesagt wird, okay, das muss eigentlich vom Verfassungsschutz verboten werden. Und dann haben wir diese Sicherheitsbehörde oder vielleicht muss man sagen sogenannte Sicherheitsbehörde, die halt selbst extrem viele Fragen zu beantworten hat hinsichtlich ihrer Verstrickung mit dem militanten Rechtsradikalismus, also zum Beispiel am Beispiel des NSU, die jetzt auf einmal dafür verantwortlich sein soll, uns von diesen bis jetzt noch freundlichen Influencern, sich nun als Nazis entpuppten, zu schützen. Und ich glaube, heute würde mich sozusagen der Moment bis kurz vor dem Verbot eher interessieren. Also eigentlich das, was passiert ist, nachdem ich das Buch abgegeben habe. Und zwar nicht unbedingt, weil ich mich weiterhin für die Identitären interessiere, denn ich würde sagen, das ist gestorben, weil halt die Stärke des Projekts gewesen ist, dass es nicht für offen rechtsradikal gehalten wurde. Und im Moment, während wir miteinander sprechen, ist es eben nur eine weitere unter vielen rechtsradikalen Gruppen, als solche selbstverständlich gefährlich und in der Lage, sich zu organisieren, aber sie hat nicht diesen kryptischen Charakter, mithilfe dessen sie Leute sozusagen mit ins Boot holen kann, die auch sehr konservativ sind, auch vielleicht mit problematischen Teilen der Botschaft mit übereinstimmen, aber sozusagen vor einer gewissen Militanz zurückschrecken würden. Was mich dann aber doch daran interessiert, auch abseits der Identitären, ist ja, dass diese Bewegung, ein Stein wird ins Wasser geschmissen und eine Meinung vervielfältigt sich und man bekommt sozusagen gar nicht mehr mit, wer die jetzt eigentlich vervielfältigt hat. Und es ist eben das Gegenteil einer verschwörungstheoretischen Logik, die hier am Werk ist, weil es nicht diese eine Macht gibt, die irgendwo im Verborgenen sitzt und das klärt, sondern es sozusagen ein kollektiver Prozess ist eigentlich. Das begegnet uns ja immer wieder bei allen möglichen Scheindebatten über, weiß ich nicht, irgendwelche Komiker, die irgendwas gesagt haben oder irgendwelche Politiker, die irgendwas gesagt haben oder irgendwie Demonstrationen, die skandalisiert werden und hinterher gab es aber überhaupt keinen Skandal. Also 1000 Sachen. Ja, vielleicht schaue ich mir das als nächstes an, aber auf jeden Fall nicht mehr mit Nazis, weil das schon ein bisschen ermüdend gewesen ist. Mhm. Naja, Sie haben schon das Thema Banalität der Politik erwähnt und eigentlich ist es eigentlich möglich zu vermuten, dass, oder eine Hypothese zu stellen, dass heutzutage Politik und auch offizielle Politik sozusagen zu einer Hashtag-Form verfällt. Passiert das auch in Deutschland? Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, so ein Grundproblem ist sozusagen, das ist ja eigentlich Teil des politischen, also um es mal ein allgemeineres Grundproblem zu identifizieren und nicht nur von meiner persönlichen Haltung zu sprechen. Ich glaube sozusagen, es ist Teil des politischen Programms verschiedener Parteien geworden, sich eigentlich zu distanzieren von den herrschenden Begriffen zur Kategorisierung des Politischen, ohne andere wirklich Sinnige anzubieten. Also beispielsweise die Verweigerung der Begriffe links und rechts oder die Behauptung eines dritten Postens, der weder links und rechts ist. Selbstverständlich ist auch das nichts Neues. Also irgendwie die Idee der Querfront ist ja nun auch schon über 100 Jahre alt. Oder ein anderes Beispiel wäre sozusagen die Ablehnung des Begriffs des Ideologischen. Also eine Ideologie ist in der feuilletonistischen Umgangssprache stets etwas Schlechtes
Oder Populismus. Es wird gesagt, zum Beispiel die AfD ist eine rechtspopulistische Partei. Und ich würde ja doch sagen, das Problem daran ist eben das Rechts und nicht das Populistisch. Also man hat es zu tun mit Begriffen, die sozusagen zirkuliert werden, indem sie ihrer ursprünglichen Bedeutung möglicherweise entkleidet werden, was jetzt selbstverständlich als Schriftsteller aber nicht meine Kritik sein kann, weil ich ja an die ständige Um- und Verkleidung der Worte und ihre Bedeutungsveränderung durchaus glaube. Aber es findet nicht statt, dass eine neue Bedeutung an diese Stelle rückt, sondern es findet sozusagen ein Moment statt, in dem eigentlich der Rechtsruck und die Neoliberalisierung der Gesellschaft als Deideologisierung, als Positionierung jenseits von links und rechts, als Positionierung gegen den Populismus und so weiter auftritt oder sich tarnt möglicherweise. Und das hat mit Sicherheit, denke ich, auch etwas mit so einer Hashtagisierung oder mit der Degeneration der politischen Forderungen zum Hashtag, würde ich eher sagen, zu tun. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch anerkennen, dass das ja auch eine Form der Organisation ist, also auch eine Form der progressiven politischen Organisation. Und also der Hashtag zum Beispiel jetzt. Und die Frage ist natürlich, was passiert, wenn das nicht mehr nur eine mögliche Form der Organisation ist, sondern die Form der Organisation, die eben stattfindet in den vom Kapital vermittelten Räumen der Scheinöffentlichkeit, also in denen beispielsweise Twitter oder bei mir noch Facebook, das ist ja eigentlich auch schon fast passé. Aber sagen wir, Twitter ist dann sozusagen die Öffentlichkeit, in die man hineinspricht. Und das ist ja überhaupt gar keine Öffentlichkeit. Das ist ja eine Firma, die Gewinne abwerfen soll. Und das ist ungefähr also so, als würde man sich in London vor den Chart stellen, dieses riesige Hochhaus, und da versuchen zu demonstrieren auf dem Bürgersteig. Und man denkt, das ist die Öffentlichkeit. Aber in Wahrheit gehört der Bürgersteig dem gleichen Konsortium, dem dieser ganze Turm gehört. Also das sieht aus wie die Öffentlichkeit, aber das ist nicht die Öffentlichkeit. Und das ist möglicherweise das Problem. Oder ich habe jetzt schon über viele Dinge behauptet, dass sie das Problem sind, aber das ist auch ein Problem, dass sozusagen nicht ganz klar ist, was die Öffentlichkeit ist. Obwohl ich schon glaube, dass das vergangene Jahr in dieser Hinsicht eigentlich die Frage so virulent gemacht hat, dass sich jetzt vielleicht mehr Leute stellen, weil in dem Moment, in dem wir alle zu Hause sozusagen freiwillig eingesperrt sind, stellt sich ja die Frage danach, was die Öffentlichkeit ist und was sie uns eigentlich bedeutet und ob sie über das bloße Kommunizieren, was ja davon nicht tangiert worden ist durch soziale Medien und so weiter hinaus, eigentlich noch eine Funktion hat. Und welches ist diese Funktion, müsste man jetzt fragen. Naja, in der Geschichte von der deutschen Nation sozusagen gab es schon mehrere Vorstoße so betont nationalistischer Politik, und Sie schreiben ebenfalls von Ihrem Ausflug nach Walhalla. Walhalla ist sozusagen eine Art Ruhmhalle der großen Deutschen. Haben Sie als Tochter der Migranten so eine bestimmte Beziehung zu diesem Prozess des Aufbaus der deutschen Nation und zu dem ganzen Prozess der Versuche der Deutschen, so einen eigenen Staat zu gründen? Naja, ich bin ja schon in diesem Staat geboren. Also für mich sind das ja selbstverständlich keine Versuche. Und naja, also ich meine, die Form der jeder politische Verfasstheit heute kommt eben von der Nation her, kommt eben vom Bürgersein her. Und ich bin mir schon sicher, dass sozusagen der Umstand, dass ich zum Beispiel erst spät mit einer deutschen Staatsbürgerschaft ausgestattet wurde, mit Sicherheit mein Denken geprägt hat, insoweit, als dass die Frage danach, dass halt Staatsbürgerschaft eigentlich bedeutet, ob man drinnen oder draußen ist, sehr relevant für mein Denken geworden ist. Und ich denke sozusagen, für uns alle möglicherweise noch relevanter werden wird, wenn die Rede sozusagen von der Vielfalt und dem diversen Europa und den ewigen Migrationshintergründen und Überquerungen und Überschneidungen und so weiter und so fort ist natürlich sehr schön, aber gleichzeitig ertrinken ja im Ozean vor uns sind natürlich die ganze Zeit Menschen, die eben diese Staatsbürgerschaft nicht haben, und selbst wenn sie sozusagen an Land kommen werden, werden wir es zu tun haben mit Leuten,
die wir sein könnten und das Einzige, was uns von ihnen unterscheidet, ist die mangelnde Staatsbürgerschaft. Also das ist in sich natürlich auch ein sehr banaler Beitrag jetzt zu dieser Frage, aber ich glaube, ich kann sozusagen auf Fragen des deutschen Nation Buildings selbst andererseits über die Staatsbürgerschaft gar nicht antworten, weil das ja einfach die Umgebung ist, in der ich mich befinde. Und ich bin mir sicher, dass ich, wenn ich in Slowenien wäre, dann eben andere Fragen möglicherweise an den slowenischen Nationalismus hätte. Und wenn wir schon vom politischen Engagement sprechen, finden Sie als eine Hauptaufgabe noch weiter den Kampf für die Emanzipation von Frauen? Denn eigentlich diese Sammlung von Essays wird durch ein Essay eröffnet, der das mit dieser Liste von Axiomen über die Frauen beginnt. Ja, also ich meine, Aufgabe ist hier natürlich auch schon ein bisschen schwierig, weil ich diese Frage jetzt als Autorin oder als Bürgerin beantworten kann. Und als Autorin bin ich schon der Ansicht, dass es keine Aufgabe geben sollte für das Schreiben oder dass sozusagen die Literatur oder die Kunst derjenige Ort ist, der sich der Logik, der Umzu-Logik eigentlich entzieht, also der Logik, etwas zu tun, um etwas anderes zu tun. Ein Standpunkt, der sozusagen auch wieder hier während dieser Corona-Krise ein bisschen auf die Probe gestellt wurde. Denn was heißt eigentlich systemrelevant, wenn wir über die im Vergleich zu anderen Staaten absolut großzügigen Hilfen des deutschen Staates für Künstlerinnen sprechen? Und ist nicht vielleicht eigentlich das Systemrelevante an der Kunst, dass sie überhaupt nicht systemrelevant ist? So, das wäre halt, also in der Hinsicht würde ich diese Frage ablehnen und eigentlich versuchen, sie zu boykottieren. Als Bürgerin denke ich natürlich, dass die Befreiung der Frau absolut nicht abgeschlossen ist. So. Als Bürgerin interessiert mich dann ja doch irgendwie auch als Autorin, aber eben nicht als Aufgabe. Wenn wir schon von Frauen sprechen, was ich total interessant fand in Ihrem Buch, das waren so einige Angaben zum Thema Frauen in Albanien, denn wir betrachten noch weiter Albanien als ein Land, nachdem alle Trends so 30 Jahre zu spät kommen. Das ist noch weiter so ein Land der Blutrache angeblich. Aber Sie eigentlich schreiben auch über Frauen, die überhaupt nicht so klischeeartig sind. Zum Beispiel über eine Verwandte, die als Elektrikerin gelernt war und dann später Schauspiel und Regie studierte. Dann über Frauen, die eine Rolle der sogenannten Männin übernommen haben. Naja, denken wir noch weiter zu klischeeartig über Albanien und auch die Position von Frauen da? Ja, ich glaube schon. Also ich bin natürlich eigentlich gar nicht qualifiziert, hier weitreichende Aussagen zu treffen, aber es ist natürlich klar, durch die Linse meines eigenen Blicks betrachtet und eben teilweise auch meines kindlichen Blicks betrachtet, muss man ja sagen, in diesem Essay, in diesem Jungfrauen-Essay schaue ich ja sozusagen auch als Kind auf dieses Phänomen der Männinnen und so weiter. Kann ich natürlich nur über Frauen sprechen, die mir begegnet sind. Und ich denke... Entschuldige, Enis, können Sie uns nur ein bisschen erklären, wofür eigentlich der Begriff Männin steht? Ja. Es hat die Möglichkeit gegeben und gibt sie theoretisch noch heute, aber es ist eigentlich... im Aussterben begriffen, für Frauen, die entweder nicht heiraten wollten oder sozusagen die möglicherweise zum Beispiel durch Blutrache verstorbenen Brüder gewissermaßen zu ersetzen als Familienoberhaupt, hat es die Möglichkeit gegeben, eine dritte Position neben dem Mann und der Frau einzunehmen. Und das ist also die Männin, die im Gegenzug für lebenslange Enthaltsamkeit so eine Art männlichen Standpunkt einnehmen darf, der aber nicht ganz deckungsgleich mit dem eines Mannes ist. Und was mich daran interessiert hat, ist eben einerseits, dass es halt das totale Klischee ist, also wie Sie sagen, neben Blutrache und
Mutter Teresa und Kokainhandel, ist das vielleicht sozusagen eine Sache, die einem über Albanien oder Albaner einfallen würde. Und in dieser Tradition ist halt gewissermaßen gleichzeitig große Gewalt und großes Befreiungspotenzial ja eigentlich enthalten, weil natürlich basiert das alles auf der sexistischen Prämisse, dass eine Frau niemals ein Familienoberhaupt sein kann und dass sozusagen ein Haus, in dem nur eine Frau anwesend ist, im Grunde eine geschlossene Zone ist und keinen Kontakt zur Außenwelt aufnehmen kann. Und gleichzeitig gibt es das ja schon so lange, seit Jahrhunderten. Und es zählt eigentlich, also vielleicht gibt es noch andere, aber sie sind mir nicht bekannt zu den einzigen Geschlechterpositionen in Europa, die eben eine dritte Position neben dem Mann und der Frau aufmachen. Und in dem Moment wird es natürlich auch seltsam radikal. Und es ist klar, dass Frauen im Rest Europas vor, sagen wir, 400 Jahren oder so, ein ähnliches Level an Unabhängigkeit nur bekommen konnten, indem sie ins Kloster gehen. Genau. Und aber gleichzeitig ist natürlich klar, auch für mich, ich konsumiere das eben als eine Geschichte, die mir zugetragen ist, als ein Phänomen, von dem ich Bescheid weiß, als eine entfernte Verwandte, die meinen Weg flüchtig kreuzt, aber selbstverständlich geht es eher darum, wie das für mich aussieht oder darum, woran mich das noch erinnert in diesem Essay Jungfrauen und nicht unbedingt um eine Analyse des Phänomens. Also das kann ich gar nicht leisten. Mhm. Ich würde gerne noch etwas über den Stil Ihres Schreibens sagen. Na, Sie schreiben sehr fragmentarisch, Sie unterbrechen eigentlich sozusagen die Hauptgeschichte mit Zitaten oder mit einigen Erinnerungen oder mit einigen sozusagen Passes aus der Geschichte Ihrer Familie. Warum haben Sie sich für einen so fragmentarischen Stil entschlossen? Oder ist dann das nur so irgendwie spontan aufgetaucht? Ja, also das klingt natürlich ein bisschen esoterisch, aber ich glaube schon, dass der Text sich dafür entscheidet. Aha, das ist dann eine Charakteristik Ihres Schreibens in allen Werken oder bezieht sich das nur auf diese Sammlung von Essays? Ich weiß nicht, ob ich das beantworten kann. Okay. Na, in den letzten Jahren arbeiten Sie mehr oder weniger für oder im Theater. Finden Sie das interessanter als das Verfassen von Essays oder von der Literatur oder Belletristik und so weiter? Ja, also ich habe ja eigentlich auch mit Theaterstücken angefangen und ich glaube, also es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Ich denke sozusagen Theaterstücke, wie ich sie bis jetzt geschrieben habe, und dieses Buch haben schon miteinander gemeinsam, dass da der Essay sozusagen als Verfahren in beiden eigentlich enthalten ist. Also eine Art von Verfahren, das eben auf die Transparentmachung dieses Nachdenkens abzielt, auf die Transparentmachung der Verfertigung des Textes selbst und sozusagen ein Schreiben, in dem möglicherweise das zu einem Punkt kommen mehr im Vordergrund steht als eine Geschichte oder möglicherweise sogar der Punkt selbst am Ende. Das wäre sozusagen eine Gemeinsamkeit und aber der große Unterschied zwischen dem dramatischen Schreiben und dem Schreiben für ein Buch besteht für mich eben in dieser Abgeschlossenheit. Also einerseits, wie ich schon meinte, wenn das Buch draußen ist, ist es draußen, aber auch für das Schreiben selbst bedeutet es, dass man mit unterschiedlichen Modi der Abgeschlossenheit arbeitet. Also ich würde sagen, man schreibt ein Buch und es muss sozusagen dann auch fertig sein. Also man muss wirklich das, was man sagen wollte, sagen und dann hoffen,
dass das irgendwen interessiert. Und ich glaube, bei einem Theaterstück geht es schon noch mehr darum, dass es wirklich auch ein bisschen unfertig sein muss. Also das ist sozusagen, weil das eine kollaborative Anstrengung ist, weil es eine Regisseurin gibt und Schauspielerinnen gibt und Bühnenbildner gibt und so weiter, dass es halt so kleine Lücken geben muss, in denen sich die anderen Beteiligten einhaken können. Weil ja das Theaterstück vielleicht mehr wie so eine Partitur ist. Also wer die Noten lesen kann, der versteht das dann schon. Aber wirklich erleben kann man das natürlich erst, wenn das gespielt wird, auf so eine Art. Oder auch ich selbst kann das dann erst verstehen, was ich da möglicherweise versucht habe zu machen. Genau, und insoweit sind das eigentlich so unterschiedliche Sachen, die an manchen Punkten übereinkommen. Ich könnte jetzt nicht unbedingt sagen, dass das eine besser ist als das andere. Eiskaffee Europa wird im Kontext des diesjährigen Festivals Fabula erschienen und eigentlich der Titel von diesjährigen Edition ist Zukunft ist Privileg. Was verstehen Sie unter diesem Titel? Haben Sie so eine Vorstellung, was das bedeutet könnte? Naja, also ein Privileg ist ja etwas, vielleicht stimmt das gar nicht. Also man würde sozusagen umgangssprachlich möglicherweise sagen, ein Privileg ist etwas, auf das man kein Recht hat. Also ein Bonus oder etwas, was man nur hat, weil jemand anders es nicht hat oder so. Und wenn ich den Titel in diesem Sinne lese, dann ist er natürlich sehr offenherzig politisch oder zumindest für mich ziemlich offenherzig politisch. Also natürlich haben wir kein Recht an der Zukunft und natürlich, wenn wir eine haben, dann ist das in Anbetracht der politischen, ökologischen und ökonomischen Umstände auf diesem Planeten gerade wahrscheinlich der Fall, weil jemand anders die gerade nicht hat. Ich wusste gar nicht, dass das der Titel vor dabei ist. Das ist ziemlich militant. Das finde ich aber gut. Zum Schluss möchte ich noch eine Frage stellen zum Thema Arbeitsweise, denn Sie schreiben auch davon, wie einmal so bestimmte Notizen, Anfänge von Texten, Informationen, die Sie gesammelt haben, verloren gegangen sind. Offensichtlich sind Sie ständig auf der Suche nach möglichen Motiven, nach möglichen Ideen für neue Texte. Wie arbeiten Sie? Ja, also eine Episode mit den Notizen sieht man ja vielleicht so ein bisschen, dass sozusagen zum Schreiben auch das Nichtschreiben gehört, für mich zumindest. Also eben das Nachdenken und das eigentlich was ganz anderes machen und das im Internet abstürzen und dann irgendwie vielleicht noch einen Krimi lesen und in den Park gehen und noch irgendwas machen und so weiter. Und so arbeite ich auch. Enis Maci, herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg und viele tolle Ideen und Texten. Ja, danke schön. Ja. Tschüss. Beletrina, o živo.